Guten Tag alle. Dankeschön für diesen Begrafnis kommen. Mrs. Weeb und Mrs. Justina Weeb und Fred, dass ihr sind zurückgekommen diesen Tag, mit dieser Familie hier top zu sein. Keiner wird wählen, allein die Mama begraven. Und es ist gut, dass ihr sind zurückgekommen. Die Familie hier in der Stadt, das ist Weg. Mrs. Weeb, die kwam naar de kerk, als de kerk mal anfang, als de kerk nog ganz nieuw weer, viele Jahre terug, met haar mondtaup. Nur is de daddy schwach weer. Dan ze danach ook lang naar de kerk gekomen met Juanita taup. Ik weet niet wer wat haar ganz zum Anfang mal hergebracht. Ik geloof met Juanita wat haar. En aber wir haben von vielen Jahren gekannt durch die Kerk und sind dankbar für, dass wir ihn kennenlernen. Christy und mich, meine Frau und ich, wir haben gesehen, über die letzten Jahr besonders, wo wir als Familie haben an meine Mama gekommen. Und das ist ein großer Segen gewesen für er, aber nicht bloß für er. Das dreht sich ja gerade die Community, die Umgehung, die Menschen, haben das auch gesehen. Und wir als Familie, die haben Licht, lauten Dachen mit, so sie haben gekommen an meine Mama. Und die haben ihre Mom geirrt und haben Säue gekämmert am Alle von ihnen. Some wollten vielleicht ein bisschen dicht dabei werden und vielleicht wollten ein bisschen mehr haben. Ich denke besonders an Pancho und Juanita. Dankeschön für das, sie haben am ihre Mom gekämmert. Uns wird das eben sehen, zu sein, dass sie am ihre Mom gekämmert haben. Und so, good job. Gute Arbeit haben getan an dort. So, die letzten paar Jahre können Mrs. Weeb nicht nach der Kirche kommen, aber sie wie ein von denen, was True hatte ich uns checkt online, jeder sind nach Samaris können sie uns von Tüß sein und sie können auch Kirche merken, den Zweig. So, wir waren in Kartet Funeral Service hier, wir waren 3 Leute hier, wir 3 Leute singen hier, das Team, was uns anleiten mit dort. Und nach dem, was Pastor John abkommt, er war eine Botschaft hier. Und wir waren eine Lebensgeschichte hier. Und so, das dort war das ein Begrafnis hier aufgefahren. Luther, was noch das Grafhaft geführt und wo wir dort den Grafhaft eine Karte redet haben. Und so eine Karte. Und dann nur dort, was hier fast passiert. So, anyway, ich habe es ganz gelungen sein und bis hier diesen Tag ist das zu viel. Gut, bis Frauen, dass ich komme mit Ihnen zu beten und dann fangen wir diesen Service an. Dankeschön Gott, dass du so gut bist zu uns und Dankeschön für deine Gnade über uns und Dankeschön, dass wir haben Mrs. Weeb kennengelernt auf diesen Weg und ihr Leben und eine Familie und Dankeschön auch, dass du hast ein Haus geholt, dass deine Gnade über uns und dass du hast ein Haus geholt. Und ich freue mich, dass ein Segen kriegt nu über die Familie, dass sie können geloten sein und even über die nächste paar Jahre, die nächste Zeit zu kommen, die nächste Kapitel in ihr Leben so zu sein, dass sie können in Frieden gehen, in Weisheit haben, in Fairweg gehen, even in dieser Zeit, wann es auch schwer ist. Und ich danke dir, Gott, für wer du bist, nicht bloß, dass du tanzt gut bist in gute Zeit, du bist auch gut tanzt in die Zeit, wo uns das schlecht geht und wir traurig sind. Und aber wir sind nicht von der Sorte Menschen, die trauern ohne Hoffnung. Wir sind Menschen, die durch Trauer gehen, aber wir haben Hoffnung. Zum die zu sein im Himmel und even unsere Menschen, die verheiratet sind, gehen so Mrs. Weeb, zum erwartet zu sein. Und so wir loben dich, wir danken dir für deine Scheinheit und so gut, dass du bist zu uns. Wir beten in Jesu Namen. Amen. Ihr könnt bis Krieg sitzen bleiben und ihr könnt mitsingen, wenn ihr wollt, oder horchen. Das ist das Team, das uns anleitet und singt. Ik blijf die haar op dine knores te verloten. O mine deel, op dine hoort meer hoog. Van de moment van ik opwaak, waar ik me toe lijf.
schijnheid van God. Mijn ganze leven is de truheid. Mijn ganze leven is de goud, zo goud. Zolang als du mij hebt tot leven, wil ik zien van de schijnheid van God. Ik luid die stem, hoor die leidt mij durch de via in dunkle Nacht, bis du dich biesest schein und ran. Ich kann dieses Sulfura, ich kann dieses sein Freund, en ich leef in de schijnheid van God. Mijn ganze leven is de truheid. Mijn ganze leven is de goud, zo goud. Zolang als du mij hebt tot leven, wil ik zien van de schijnheid van God. Tine schijnheit der aan mij hänger om. Tine schijnheit der aan mij hänger om. Ik laat mijn leven aan, ik zie haar niet, ik geef die alles aan. Tine schijnheit der aan mij hänger om. Tine schijnheit der aan mij hänger om. Tine schijnheit der aan mij hänger om. Ik laat mijn leven aan, ik zie haar niet, ik geef die alles aan. Tine schijnheit der aan mij hänger om. Mijn ganze leven is de truheid.
'twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear, the hour I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior has ransomed me, and like a flood, His mercy reigns. Unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine, but God who called me here below will be forever mine, will be forever mine. You are forever mine. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz, beugst dich in meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Wunden und heilst mein Herz. Oh, wie wunderbar bist du. Du siehst die Wunden und heilst mein
Ik reis jullie im Namen von der Familie. Dankeschön für Herkommen. Dankeschön für Ihr Mitleidwesen und euer Städten. Und ich reis jullie ook im Namen von Jesus Christus. In so einer Zeit ist das dann sehr wichtig, da wir Jesus kennen, besonders wenn dort unsere Zeit ist, dass uns Leben hier durch ist. Dann ist es wichtig, dass wir Jesus wollen gekannt in das Leben. Der Apostel Paulus redet von seinem Leben. In 2. Korinther, vertelt ein bisschen, von was ist durchgegangen, von wo sie ihn behandelt haben, und was gelitten hat. Und dann kommt bei der Thema von Tod. Und nicht bloß Tod, aber der Tod von einer gläubigen Person. Der Tod von jemand, der Jesus kennt. Und das sagt auch an die Mama, und wir hat vertrauen, dass sie hat Glauben an Jesus. Dann dachte ich an das. Und sag mal, diese erste 10 Vers in 2. Korinther 5, der war ich lesen, ein paar Gedanken mitnehmen. Aber ich konnte von der nicht mehr zu jene Mama reden, von der kann ich zu jene reden, als Familie und zu alle von uns, die hier sind. Alle, die noch leben. Und Begräbnis ist immer ein interessantes Ding, weil der Tod, das ist ein Ding, was gewiss zu machen ein Geheimnis ist. Wenn wir weiten, der Körper ist nicht tot, oder du hast was passiert, aber wir können nicht mit den Augen sein, was da passiert ist. Wir weiten nicht, wo ist das Seil? Die Bibel gibt uns nicht ein sehr klares Bild von wo ist es, wenn ein Mensch tot ist. Aber doch haben wir Fenster sozusagen. Und das ist ein von den Bibelaufschnitt oder Versen, die uns ein Bild von dort wiesen. In 2. Korinther 4, Vers 1, da sagt Paulus das: wir weiten aber. Und weet je, ik rede al een beetje van dat wanneer wat hier komt, wat ik in deze doos leg, en wat du das, dann wordt het dann so wichtig, was dat wir wisten. Dat wir wisten, dat wir gehören zu Jesus. Dat wir wisten, dat wir würden sterben. Und so wir weiten alle, dat wir wollen sterben. Dat ist es, dat schreibt immer dichter bei. Besonders wenn wir alle wollen, und das Körper, die wird schwacher, und dann weit wie dort eure Luther, dann ist es durch. Wenn wir jung und gesund sind, können wir ein bisschen hängen, aber sogar dann. Es ist immer eine Erinnerung, dass wir wollen sterben. So ich sage, wir weiten aber, wenn dort zählt, und wenn wir hier auf diese Erde leben, durchgebrochen wird, dann haben wir ein Haus im Himmel. Das ist nicht von Menschen gebaut, aber von Gott selbst und wird ewig bleiben. So Paulus sagt, wenn das zählt, da meint das Körper, da meint das Leben, aber das Leben ist in das Körper, und das Körper ist so ein Zelt. Und wenn ein Zelt, dort ist täglich. Ein Zelt ist nicht was du die abstellst, 100 Jahre beim Wohnen, oder 50 Jahre. Ein Zelt ist was du vielleicht mal mitnimmst, wenn du campen fährst. Aber er braucht das Wort hier. Oder so hat er das auf Deutsch gesagt. Wenn das Zelt, und wohnt wie hier auf diese Erde leben, durchgebrochen wird. Das wird von der, was diese Werk passiert mit Mrs. Weeb. Zählt, dass wir all schwach und kränklich und all alle, noch einmal bereicht das Tool. Dann sagt er, dann haben wir ein Haus im Himmel. So, wir haben ein Zelt hier, aber ein Haus dort. Ganz ewig, das ist täglich. Mir ist immer war interessant, wo viel Zeit wir nennen geben in das Zelt. Wir sind willig, uns haben Gott zu geben, zum das Zelt, wo täglich ist, lebendig haben. Und ich glaube, Gott hat uns Leben gegeben. Das wollen wir wollen leben. Und die wollen auch das Beste tun für ihre Mama und die Deuten.
Ik reed juist met Juanita en hij reed van de pijlen en de medicijn en zo weer. En wat we niet de grote aanstrengung, wat we gemerkt hebben, om dit zelt, wat nu doelgebruikt is, om dat toch nog gezond houden en zo'n dingen. En dat is ook echt erg. Gott hat uns dort angegeven, dass wir wollen leben. Aber Paulus sagt nicht, da kann sein, dass noch mal so etwas geben. Er sagt, warnet, was durchkommt. Das ist 100% sicher für jeder eine von uns, dass das Zelt bereicht durch. Euer Luther. Er sagt, das Haus, was dort ist, das ist nicht von Menschen gebaut, aber von Gott selbst. Und da wird ewig bleiben. Das erinnert mich an, als Jesus zu seinen Jüngern sagt, das sieht nicht traurig. Wenn ich eine Städte merken für ihn, ich will ein Haus bauen für ihn. Und dann will ich zurückkommen, dann will ich ihn durchnehmen, wo ich sehe. Und so Gott hat ein Haus gebaut. Und das ist so wichtig, dass wir dort erkennen, dass wir nicht das Leben ganz verbringen mit dem Zelt und ganz vergeten von das Haus. Und so Mrs. Weeb, sie kann das Haus. Und sie haben Verlangen dahin. Sie wollen nur das Haus. Das wird von Gott gebaut. Das wird nicht von Menschen gebaut. Na, weißt du, wir können feine Dinge bauen und große Dinge und wir können alle Hand anreiten auf dieser Welt. Und Gott hat uns hier angesagt, zum Schaffen und zum Bauen und so eine Dinge. Aber es ist täglich. Das ist ein Zelt. Janssen, Tüß. Er sagt wieder in Vers 2, willst wir dort weiten, war das Idee, willst wir dort weiten, stehen wir und wir bangen uns da noch, von unserer himmlischen Wohnung bekleidet zu werden. Dann wird der Apostel Paulus in seinem Leben, er stehend fertig, wird verfolgt, verkehlt, gesteinigt, sein Schöpfung und verschiedene Dinge hat er abgenannt. Und ich glaube, ich kann Mrs. Weeb nicht von wieder trennen, nicht in aus Familie, aber ich weiß, in den Luther Jahren erleben wir auch in Stehen, sozusagen. Da wir nicht mehr gesund, dass wir schwor. Wir denken auch von Paul 3, dann doch, wir wird sterben, aber dann doch war er gesünder und das war diese paar Jahre mit Justinας Familie. Aber weißt du, du hast ein Stehen in dieser Welt. Und wir kennen alle, was das meint. Na weet je, wir haben nicht alle über reine Dinge zu drehen, aber das sind doch immer Dinge in das Leben, die sind zum Stehen sozusagen, die sind zum Rohren. Weißt du, wo wir wenn wir sind nicht Hüs, das ist ein Zelt. Jans ein Hüs. Und dann sagt er, dass wir wollen die himmlische Wohnung bekleidet werden. Wir wollen eine neue Körper. Na weißt du, die Bibel ist, der redet sehr von einer Auferstehung, von einer neuen Körper. Und wir wollen ein neuer Körper kriegen. Das ist ein ewiges Haus. Das ist nicht ein Zelt, was alt wird, was verjährt, was verkämmt, was die Knien schafft nicht mehr, die Haften, was immer alle. Das Haus, der neue Körper, der abgestundene Körper, wird wundervoll sein. Er sagt in Vers 3, dann sind wir bekleidet und nicht nackig. Und das ist ein bisschen das Bild, dass wir, wenn wir in das Leben leben, wir wollen Kleider anhaben, nicht? Wir wollen nicht nackig sein. Und das ist ein Beispiel, was Paulus braucht, dass wir wollen nicht in der Ewigkeit so nackig sein. Wir kriegen einen neuen Körper. Und die Bibel redet davon. Paulus redet in 1. Korinther 15 besonders von dort, dass das eine Auferstehung. Jesus ist abgestanden und wir wollen auch abstehen. Vers 4. Solange wir noch auf dieser Erde wohnen, haben wir sicher noch zu stehen. So das war die selbe Idee, dass hier sind Dinge zum Stehen. Hier ist Leiden, hier ist Krankheit, hier ist alt worden, hier ist nicht mehr hören können oder nicht gut sein oder wie weit wird das schafft man ans Körper. So das hier ist voll von Stehen. Das ist voll von Dingen, die nicht so schön gehen. Solange wir noch auf dieser Erde wohnen, haben wir sicher noch zu stehen. Wir darüber sorgen, unseren irdischen Körper nicht zu verlieren. Und das wird ja auch ein bisschen von der Rede, dass wir sorgen uns, das Körper zu holen, solange es möglich. Wir haben Gott Hand zum Gesunddoktrin. Und wir sind gemerkt zum Leben. Wir sind gemerkt zum Schaffen im Leben. Und wenn man dort alle wird und man dort
ein Stehen kommt so zu sein, dann wollen wir doch jeden wieder schaffen. Mir ist es immer interessant von älteren Menschen, ich sehe noch rein jung, aber von älteren Menschen, wenn die einmal bei den Punkt kommen, dass die sollen in den Heim, dort ist ein bisschen aus, dort ist der Schluss von Selbstständigsein, dort ist der Schluss von einem Menschen, der schaffen kann. Und das ist ein schwerer Punkt für viele Menschen. Da will ich nicht haben, oder dort will ich nicht. Ich kann mich nach Gott selbst weiten in mein Haus. Ich will mich selbst kehren, ich will mich selbst fair sein. So ist uns denken. Aber wisst ihr, wir sorgen uns, wir schaffen, das hier zu holen. Er sagt, wir möchten lieber, dass uns die himmlische Wohnung übergetragen wird, dass das Stoffliche in uns vom Leben übernommen wird. Ein von den Dingen, was in dieser Welt sehr studiert wird und alle haben ausgefangen, das ist, wo kann wir im Leben haben? Wo kann wir jünger werden? Was kann ich für Medizin brauchen, dass ich länger leben oder dass ich gesünder leben? Und so, das ist ein Thema in der Welt. Wir wollen nicht sterben. Wir wollen nicht sozusagen die Grenze übergehen. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass ich wünsche, ich kann leben, wenn Jesus zurückkommt. Like noch auf dieser Welt. Die Bibel sagt, dass die Gläubigen in dem Herrn, die gestorben sind, die werden abstehen und die, die noch hier sind, die werden in einem Augenblick verändert worden. Und ich will hier sein, wenn er zurückkommt. Ich will in einem Augenblick verändert werden. So denke ich, so denkst du. Wir wollen nicht sterben. Und so wir möchten lieber von der himmlischen Ewigkeit getragen werden, als noch durch das Tod durchgehen. Er sagt in Vers 5, Gott selbst aber merkt uns für das Reut und hat uns als seinen Geist aus einer Untuling gegeben. Gott selbst merkt uns Reut für das Haus. Na, weet je, in dieser Welt, wir sind Sünder, wir sind gefallene Menschen, wir brauchen Jesus Christus als unser Erlöser. Und Jesus ist gekommen, er ist gestorben von unseren Sünden. Und nu will Gott die ein neuer Mensch machen. Und die Schrift sagt, dass wenn wir Jesus annehmen und uns glauben, dann kriegen wir den Heiligen Geist als eine Garantie, als eine Untuling, dass wir dort kriegen wollen, was er verspricht. Er redet in Epheserbrief auch von dort. So Gott selbst merkt uns reut für das. Und darum ist es wichtig, dass wir weiten, dass wir wollen sterben, dass wir weiten, dass wir brauchen in Erlöser, dass wir wollen weiten, dass wir haben in Erlöser, und ich habe Sicherheit in meiner Erlösung, dass wir da weiten. Und Gott selbst wird uns halten und uns reut machen. Vers 6. Deswegen bleiben wir getrost. Wir weiten, solange wir in das Körper wohnen, sind wir noch nicht tüß beim Herrn. Deswegen bleiben wir getrost. Mag all das stehen, mag all die Krankheit hier, mag all das schwacher werden. Paulus redet von sich selbst, mag all das leiden, was er muss. Und wir reden von unserem Leben. All die Dinge, die nicht schaffen. Und wir können alle abnehmen, Dinge, die nicht schaffen, ans Leben, unsere Familie und ans Körper. Aber wir leben getrost. Weißt du, wo wir? Nicht, wenn wir weiten, wir wollen einen Tag an das Kosten legen, aber wenn wir weiten, das hängt das Leben. Du hast ein Haus. Hängt das Leben. Du hast ein Haus. Das ist ein Zelt. Das verjährt. Das wird alle. Hängt das Leben. Du hast ein Haus. Du hast ein Zelt. Ich habe den Heiligen Geist gekriegt. Gott hat mir versichert, dass ich da hinkomme. Und ich kann ganz getrost sein. Ich weiß, wir sorgen uns in dieser Welt über alle Dinge. In der Politik und was wird mit Ländern passieren und mit Krieg und was wird alles passieren in der Gegend, mit der Ökonomie und verschiedene Dinge. Wir sorgen uns über alle Dinge. Aber Gott sagt, ich kann ganz getrost sein. Weißt du, wo wir wenn die haben ein Haus? Ein Haus, ein ewiges Haus. Das ist nicht ein Zelt. Das war nicht bloß für den Stolz sein, das ist für immer. Vers 7. Wir leben noch in der Zeit, wo wir glauben und noch nicht, wo wir sein. Und das ist so wichtig, dass wir das glauben. Ich kann nicht Jesus sein, aber ich glaube an ihm. Ich will nicht du, als er starb, aber ich glaube das. Ich will nicht du, als er von Tod abstand. Ich kann das nicht sein mit meinen Augen. Aber ich glaube das.
Wir leben im Glauben, nicht im Sein. Aber weet je was wir wollen? Wir wollen sein. Wir wollen dort sein. Wir wollen schon vorabchecken, aber wir würden gleichen. Aber da werden wir müssen lernen, Gott vertrauen, wir müssen ganz getrost sein, hör von sehr leist. Wir kennen Jesus, wir haben ein Haus, das ist ein Haus, was für ewig bleibt. Wir können das Haus nicht sein für dich. Wir können nicht sein, was mit Mrs. Wieb ihre Säulers passiert. Als uns jung hier liegt, wir können nicht sein, was mit seiner Säule passiert. Alles, was wir für uns haben, wir das dort charpen. Und dann gehen wir in Glauben wieder. Nicht in Sein, aber in Glauben. Dass dort, was Gott sagt, ist so. Und dass er sagt, auf ein Haus von uns, das ist so. Wenn er sagt, wir haben einen Heiligen Geist, das ist eine Garantie, das ist so. Wenn Gott hat gesagt, und ich glaube dort, wenn je das nicht sein kann. Vers 8, wir sind aber ganz getrost. Wir würden viel Leute an den Körper verloren und tschüss beim Herrn sein. Noch einmal sagt er, wir sind aber ganz getrost. Man all diese Dinge, was euch kommen, man all das Storben hier, man all die Begrafnisse, man all die Gräber und alles, wir sind ganz getrost. Wenn wir weiten, wir haben einen Tschüss und wir würden leider durch sein als hier. Noch einmal sagen wir, dass wir haben das Leben hier so schein, dass wir wollen nicht mal in den Himmel, wenn das hier so scheint. Paulus hat so ein schweres Leben mit Lieden und so weiter. Ich glaube, wenn er sagt, ich will lieber tschüss sein, er meint das von Horten so. Vers 9. Wils wir uns tun bang, da wir uns mählich das Amte gefallen, ein Don't, ob wir hier sind oder all tschüss bei arm. Na, das Vers lehrt nicht, dass wir uns mählich das tun und sein irgendwie an der Seligkeit verdienen. Was er sagt, dass wenn wir ein Tschüss haben, wenn wir den Heiligen Geist haben und wenn wir zu Gott gehören, nu strenge ich mich hier an, zum für Gott leben. Ich strenge mich hier an, zum arm gefallen. Kriegt es jemand anstrengen, jene Familie, und jene Eigen, zum den eigen Partner gefallen, oder zum den eigen Partner halten. Und so wie bang ans Haus, wie dann ans Meilistet, wir schaffen hier, wir glauben, wir leihen Dinge auf, was fehlen aufzuleihen, aber wir sind seine Kinder. Und so wir wollen all tschüss sein. Und das sind dann, dass wir hier sind, oder dass wir all dort sind, aber wir wollen Gott gefallen. Und ich glaube, wir haben alle dort Verlangen in uns Hort. Wir wollen Gott gefallen. Vers 10, wie man alle für Christus in rechter Stelle kommen, dass in jeder sein Lohn kriegt, für was er in diesem Leben getan hat, auf Gott erschlag. Die Schrift redet von zwei Gerechten. Ein Gerecht ist, wo die gerecht wird, ob du selig wirst oder nicht. Wo die gerecht wird, als du Jesus hast. Und dort gerecht, dort hier, wenn du Jesus annimmst, dann ist das dort ausgesprochen für dich. Dann gehen wir dort sozusagen in den Stich. Aber das redet von einem anderen Gerecht. Das redet von einem Gerecht, was wir für Gott wollen haben, zum sein Wahrheit gelebt. Er hat groß gesagt, wir strengen uns an, wir wollen Gott gefallen. Aber doch weit, wie wir sind Menschen. Wir tun alle Dinge einmal wie, ich brauche einmal das Beispiel, dass wir Bühne wohnt in das Leben. Mit Teilen. Paulus redet in 1. Korintherbrief davon, dass Jesus ist der Grund und du boven Büwi. Aber stell dir mal vor, du bist du mit deinem Leben Teilen an. Some von den Teilen sind von Gold und die sind von Stein. Das sind so eine Dinge, die wir wirklich von Horten für Gott getan haben, oder für andere Menschen. Aber dann sind auch Stroh und Halt, als du magst. Das sind so eine Dinge, die ich bloß für mich habe und selbstsüchtig sieht du was. Und habe mich selbst gelobt, oder mich selbst abgehört, was immer ich bloß für mich selbst getan habe. Und dann sagt Paulus, dass dort wird mit viel getestet worden. Und ich merke immer ein Bild, das ist bloß mein Bild. Dass ich keine Wohngebiet durch das Leben. Und dann in das Gerecht, was Gott mir wohnt, durch sein Gerechtsoven durchschieben. Und dann wird in eine andere Seite rauskommen, und all das Halt und Stroh ist durchgebrannt. Und das Gold und Steine sind da geblieben. Und was immer du geblieben ist, das ist meine Belohnung. Was immer du hast rausgebrannt, das ist mein Verlust.
Und so Paulus sagt, wir strengen uns an. Wir leben für Gott. Wir wollen arm ehren. Wir wollen arm Chan lehren. Das Gerecht hat nicht zu tun mit seilig worden. Das Gerecht hat zu tun mit Belohnung. Das hat zu tun mit noch einmal für Gott sein, was mein Leben gewesen. Die Bibel redet von, dass Gott wird unsere Thron aufwaschen im Himmel. Und wir denken einmal, wir wollen im Himmel nicht rohren. Aber ich wundere einmal, wenn wir uns tun wollen sein, wenn der von Gott gerecht ist. Dann war vielleicht doch bei einmal rohren, dass es so wenig Teilen geblieben sind. Aber Gott wird uns den Thron aufwaschen. Wenn wir sind bei arm und wir sind seine Kinder. Und ich will Ihnen zum Mut merken, die Mama, die hat das Leben durch. Zahlt das Stuhlgebrauch. Das zahlt wie all schwach zu lassen, das wie all krank. Die sind noch hier, jung und stark. Aber das ist wichtig, dass ihr weiten. Dass ihr weiten, dass ihr hier Jesus, dass ihr weiten, dass das Leben kommt an ein. Wir haben dort ein Haus, wir haben ein Haus, das ewig bleibt. Wir müssen weiten, dass wir an Jesus glauben. Und wenn wir nicht tun, dann können wir nur noch an Jesus glauben. Wir können uns arm Hand geben. Wir weiten, dass wir haben ein Haus bei Gott. Wir weiten dort, wir sind zu alle Zeit reut. Und das merkt uns ganz getrost, kriegen, was wir hier begegnen. Wir haben diese Sicherheit, dass wir wollen bei arm sein und das sind ewige Haus. Und die als Familie, die kann getrost sein, dass die Mama sie wisst diese Dinge. Und sie glaubt an Gott. Sie glaubt an Jesus. Und wir haben volle Vertrauen. Wenn wir können nicht durch den checken, nicht? Gott allein ist der Rechte. Aber wir haben volle Vertrauen. Das sei es nicht dort. Und da kommt ein Tag, wir wollen das Charpa von der Uni gerufen, aber da kommt ein Tag, wo das Charpa wird abstehen. Ein neues Charpa. Ein neues Haus, ein ewiges Haus. Und so wird es dann für jeder einen von uns. Und so Paulus redet von dem Tod von einer gläubigen Person. Das ist really in der Haus gehen. Das ist really nicht in Verloten, ich meine, sie verlassen hier als Familie, aber das ist in der Haus gehen. Und wir gehen heran. Und da kann uns Trost sein. Und so muss Gott uns Kraft geben durch diese Zeit. Und dann ist, was in ihrem Leben worden passieren. Die Mama wird nicht mehr durch sein und dann dort lacht, dort ist er nicht. Wenn wir auch einmal wünschen, wenn eine ältere Person in ihrer Krankheit mal sterben kann, aber wenn der steht, dann ist dort auch ein Lach. Und die wollen dort sehr missen. Sie haben ihn abgefeit sozusagen, sie haben ihn abgebracht, nicht? Aber wir weiten, dass Gott an uns sieht und wir haben ihn tüß. Wollen wir noch beten. Ziemlicher Führer, vielmal Dankeschön für Mrs. Weeb, ihr Leben. Dankeschön, was du in ihr Leben geschafft hast. Sie hat verschiedene Dinge belebt in ihr Leben, das nicht einmal leicht war. Sie hat viel gestehnt in ihr Leben. Aber Herr, nu sei in das Haus. Und sie wollen nie ein Charpa kriegen, und dann wird sie beim Herrn sein. Und du danken dir für. Ich bete für die Familie, dass du in Kraft, halb und durch das durchgehen, aber ganz besonders halb und, dass sie in ihr Leben wollen weiten, dass sie hier in die. In Jesus' Namen. Amen. De nächste waar we de levensgeschichte hier, dat is in jullie bulletin baan. We worden hier voorgelezen van Rosa. Rosa was toen opgekomen. Rosa Martens de Wieb. Zij is bevriend en grootzeend, Mrs. Wieb. Life story of Justina Heide Banman. Justina was the fifth of 6 children born to Johan and Maria Heide on December 24, 1945, in Campo 103, Cuauhtemoc, Chihuahua, Mexico. This is where she grew up and attended school. Later, her family moved to Campo 70, where she lived until she moved to Manitoba, Canada, in her late teen years. She accepted Jesus as her Savior and was baptized upon her faith in Jesus while in Manitoba. This is also where she married Bien Phoebe on June 27, 1965.
Soon after their wedding, they moved back to Chihuahua, Mexico, where they lived in Campo 67 for many years. Then in Rubio for a while, and after that, they moved to Campo 6.5. This is where she lived until she passed away on May 5th, 2025, at the age of 79 years, 4 months, and 11 days. Together, Bient and Justina were blessed with 5 children, 3 sons and 2 daughters, one of which passed away shortly after birth. Her husband, Bient, passed away in July of 2010 after 45 years of marriage. She lived as a widow for almost 15 years with her son, Johnny, taking care of her. Justina loved her family very much, and spending time with them was her greatest joy. Highlights for her were when she got to travel to Texas to visit her children and grandchildren. Just 2 weeks before she passed, on Easter Sunday, she had all her children home with her, which she had longed for a long time. As long as her health permitted, she loved to work. She worked as a cook at a restaurant for 10 years, which she really enjoyed. Flowers also brought her great joy, even when she wasn't feeling well, and it got difficult for her to walk, and she needed a walker. She would often go outside and look at her rose bushes. Justina struggled with her health in recent years. In 2021, she got sick with COVID, from which it seems she never fully recovered. However, last year, 2024, she was much healthier and was able to travel to Texas one last time to visit her family. Which is also when she met her first great-grandchild for the first time. This was very special and a big blessing to her. A few weeks ago, she broke her leg, and after that, her health declined quickly until she passed away with 2 of her sons by her side. Justina was predeceased by her infant daughter, her parents, all her siblings, and her husband. Left to grieve her death are her children, Johnny Wiebe, Dulfenloina Wiebe, Martha Wiebe, Panchontina Wiebe, her grandchildren, Emily Wiebe, Giovanni and Rosa Wiebe, Alondra Wiebe, and 1 great-granddaughter, Mia Wiebe. We as a family would like to extend a big thank you to our brother Johnny, who has selflessly served and cared for our mother since father passed away. We want to thank Jessica, the nurse, who has diligently cared for Mom in the last 1.5 years, as well as many other doctors, nurses that have cared for Mom. We also want to thank the many friends that have came to visit, brought meals, and have cared in many other ways. May God richly bless you for it. Psalm 23, 1-6. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. En nu in Dietsch. Justina wird het 5. van 6 keer, geboren te Johann en Maria Heide am 24. Dezember 1944 in Campo 103, Cuauhtémoc, Chihuahua, Mexico. Dit is voor ze op was en ook de schulding. Luther trok de familie naar Campo 70, wo ze woont, wat ze in de Luther Jugendjaren naar Manitoba, Canada trok. Ze nahm Jesus als Heiland aan en werd op Glauben in Jesus getauft, während sie in Manitoba woonden. Dit is ook wo ze zich am 27. Juni 1964 met Bien wie befried. Bald na de kerst trokken ze terug naar Chihuahua, Mexico, wo ze für viele Jahre in Campo 67 gewohnt haben. Dann in Rubio für ein Stützchen und dann nur dort trokken sie dann in Campo 6,5. Dit is wo ze woont, wat ze am 5. Mai 2024 starb, im Alter von 79 Jahren, 4 Monaten auf der. Taub werden Bient und Justina gesehen mit 5 Kindern, 3 Söhne und 2 Töchtern, von welchen eine meist kurz nach der Geburt starb.
Ehemann bien starb im Juli 2010, nachdem dort sie 45 Jahre befreit werden. Sie leben wertfrei für mehr als 15 Jahre, wo sehen Johnny sich dann kümmert. Justina läuft ihre Familie so, mit ihren Zeit zu verbringen. Dort wird gerade zufrieden. Was von der schönsten Gegend, wie wenn sie können mit einer Texas fahren und ihre Kinder und Großkinder besiegen. Bloß 2 Wochen vor sie starb, Osten Sonntag, hat sie all ihre Kinder tschüss mit ihr, wo sie all so lange nur gelehrt hat. Solange es ihre Gesundheit dort leut, gleich zu schaffen. Sie schafft für 10 Jahre als ein Etenmerker im Restaurant, was auch so schön ging. Blumen brauchen auch viel Frieden. Sogar als ihre Gesundheit all nicht durch wird und dort schwer wird, für ihr zu gehen, in sie ihr Wackerbrück, so wird sie danach mutig ohne ihre Rosenbascha kriegen. Justina kämpft mit ihrer Gesundheit in den letzten Jahren. In 2021 wird sie krank mit Covid, wovon sie dort so scheint, als wenn sie sich kaum mehr so reich verholen kann. Aber letztes Jahr, 2024, wird sie viel gesünder und sie kann dann noch einmal nach Texas fahren, während letztes Mal wieder, ihre Familie zu besiegen. Das wird auch, wo sie zum ersten Mal ihr erstes Kind säunen können. Dort wird so viel wird und wird wie ein großer Segen für ihr. Ein paar Wochen 3 brückt sie sich dort bein, und nur dort ging ihre Gesundheit bei sich rauf, bis sie starb, mit 2 von ihren Sehns und ihrer Seed. Im Dorf vorabgegangen sind ihre kleine Tochter, ihre Eltern, all ihre Geschwister und ihr Ehemann. Die vermissen waren, sind ihre Kinder Johnny Wieb, Dufen Leina Wieb, Martha Wieb, Pancho und Tina Wieb, ihre Großkinder Emily Wieb, Giovanni Rosa Wieb, Alondra Wieb und eine Urgroßtochter Mia Wieb. Wir als Familie wollen uns Bruder Johnny ein großer Dankeschön sein, der so selbstlos für unsere Mama gesorgt und bedeutet hat, nur dem, was uns Bruder starb. Wir wollen Jessica, der Nurse, bedanken, die unsere Mama so beständig gepflegt hat, die letzten 1,5 Jahre. Und auch viele andere Doktors und Nursen, die unsere Mama gepflegt haben. Wir wollen auch ein Dankeschön sein zu allen Freunden, die für Besuch kamen. Multiden brauchen auch viel andere Läufe bewiesen haben. Möge Gott ihn träglich segnen dafür. Psalm 23. Ein von David seine Psalm. Der Herr ist mein Hort, mir wird dort onnisch fehlen. Hij brengt mich auf jene Weg und laat mich wie frische Wutter reben. Hij geeft meine Säule nie Kraft. Hij lädt mich auf die reichen Weg, auf seinen Namen sind hoven. Und wenn ich auch durch einen düsteren Tull gehe, fürchte ich kein Augenblick, weil du bist bei mir. Den Stock in deiner Stadt sind mein Trost. Du merkst mir für mich einen Dachfreud, so dass meine Feinde dort sein. Die jetzt mir Öl auf den Kopf, mein Köffelrand Eva. Sicher wird deine treuharte Läufe mit mir sein, solange ich lebe. Und ich war an den Herrn sein Haus bleiben für immer. Ein Gebet, was Justina viel Gebet hat. Ach Herr, mein Gott, es ist nun wieder ein Tag vergangen. Darum sage ich dir von Herzen Dank für alle deine Wohltat. So du all meine Lebetage an mir erwiesen und bitte dich aus Herzengrund, vergib mir alle meine Sünden, das teure Verdienst meines lieben Heilandes, Jesu Christi willen. Bewahre mich vor allem Übel, auf dass ich sanft und sicher schlafen und morgen das Tageslicht fröhlich erblicken mag. Soll ich aber in dieser Nacht mein Leben schließen, so hilft, dass ich selig abscheide und am jüngsten Tage fröhlich erstehen möge zum ewigen Leben. Amen. Dankeschön, Rosa. Nächste war wir die Uschersfrau, die waren uns hier Leute vorbeigegangen. Ich will Ihnen sagen, hier nach dem Taumerken, da wird fassbar sein. Wir waren hier fassbar vor allem. Nur dem, was wir sind bei den Grafhaft gewesen. Der Grafhaft, der ist in Laufform bei Erweckungskirche. Die sind alle willkommen, zum mitzukommen daheim. Da hängen ran vor, die Todeskirche hängen ran vor. Die Familie wird erst vor, die fährt ja für die Familie, die haben eine kleine Flagge an, so wir können erst Leute vor, und dann kann der Evan kommen. Und so kommt weil ich bei den Grafhaft, wenn ihr wollt, da wird eine Karte Rede sein von Pastor John. Und dann kommen wir zurück hier hin, dann wird hier fassbar sein.
Und das ist nicht fassbar, dass jeder einer kann hier bleiben. So, vielen Dank schon einmal für hier sein. Und die Ushers wollen uns wieder neu anleiten. Herr, mein Gott, zu dir, näher zu dir, drückt mich auch Kummer hin, drohet man mir, soll doch trotz Kreuz und Bein dies meine Losung sein. Näher, mein
ich zum